Herzlich willkommen bei Train Sim World 2020. Wir sind in Bitterfeld, werden nun von Bahnsteig 6 losfahren nach Leipzig-Konnewitz. Setzen Sie sich in den Zug oder auf den betrieben durch die Deutsche Bahn. Na bitte, jetzt wisst ihr das auch. Ist ja nur gut, dass uns die Spür mal diese Information gibt, gell? Batterie. Jetzt schaue ich noch gerade, Klimaanlage, Lampentest ist super, freut mich, dass das alles funktioniert. Entriegeln Sie die Türen auf der linken Seite. Fahrgäste einsteigen lassen. Mal kurz, die 2 Minuten haben wir noch. Energie optimiert, BZB, SIFA, Störschalter. Klimaanlage, Türfreigabe. Alle bla 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 bla. Regnet's? Jo, es regnet. Dann werden wir am Tor mal genau. Gucken wir uns da mal her. Warten Sie bis 10:45. Gut. Der Joghurtbecher, wie man so schön sagt. Die Plastikvariante eines Zuges, gell? Wie gesagt, ich habe jetzt vorher schon mal eine Viertelstunde aufgenommen, probiert. Ich habe nicht einmal das Heisel zum Starten gebraucht. Ich hoffe, es funktioniert ja jetzt. Das ist halt ein Spiel, mal so nebenbei, einmal ein bisschen relaxed. Da hinzocken oder ja, sitzen und ein paar Knöpfe drücken. Viel ist es nicht, gell? Und ich habe das Spiel habe jetzt aber auch nur als Let's Play so für eine Stunde mal angespielt drinnen. Weil ich persönlich ja glaube, dass das Spiel für ein Let's Play relativ ungeeignet ist. Ich weiß es nicht warum, aber ich wüsste nicht, was ich euch in dem Spiel alles erzählen könnte. Und das haut die Google schon wieder nicht hin. Jetzt fahren wir. Gut. 6,2 Kilometer noch bis zum nächsten Haltepunkt oder bis zur nächsten Haltestelle. Das ist Petersroda. Ja, vielleicht ist ja irgendwer da dabei unter meine Zuschauer, die aus der Umgebung kommen. Leipzig, Konnewitz und ja, wie du siehst, Petersroda. Vielleicht gibt es da irgendwen, der das einmal sieht. Ich bin ja da offen für alles. Oh. Auf jeden Fall sind wir schon mal ein bisschen schnell mit dieser Gurgel. Gut, wir dürfen beschleunigen auf 130 Sachen. Aber ganz kurz, 500 Meter bis zur nächsten Weichen, beziehungsweise bis zum nächsten Haltepunkt, oder was es immer sein soll. Ich glaube eher Weichen. Wo ich halt bei den Spüren meine etwas gröberen Probleme habe, ist das Bremsen.
Vergeht nicht eine Station, wo ich nicht über den Bahnsteig drüber rausschieße, gell? Wow, wir dürfen auf 160 beschleunigen. Das ist ja der pure Wahnsinn, Alter. Jetzt geht's Feuer. Ja, wie gesagt, ich habe momentan auch nicht die Zeit für so umfangreiche Spiele, gell. Ähm, Ich habe zwar noch zwei, drei Projekte dabei in der Hinterhand, aber es geht sich zeitlich einfach nicht aus. Es tut mir echt leid, dass ich das so sagen muss. Ich wollte vor längeren schon in Story Creator Mode anfangen von Odyssey. Es geht sich bei mir zeitlich nicht aus. Jetzt haben wir noch 2,4 Kilometer mit Tempo 100, was? 149, 148 rauschen wir nun dahin. Total, Alter, wie uns da der Wind um die Ohren fegt, ha? Wahnsinn. Windstärke 8, aber die Frisur hält, gell? Mal schauen, ob ich es jetzt schaffe. Ich bremse lieber schon im Vorhinein, weil ich kenne mich ja. Ich siehst du, ich bin ja schon wieder zu spät dran mit dem Bremsen. Alter, ich bin der beste Lokführer, der beste. Warte, wir probieren es nochmal. Neu starten. Also, es ist bei mir immer so ein Glücksspiel, gell? Also, einmal triff ich in den Bahnsteig und einmal nicht. Also, und wie du siehst, du wirst gleich sehen, die Ladezeiten in den Spielen sind gigantisch. Also, das ist Alter, du hast eigentlich im Prinzip, wenn du jetzt da eine Partie anfängst, hast du mehr Ladezeit, als was du überhaupt spielst. Also das ist gigantisch in den Spiel. Vielleicht sage ich dann als Vergleich irgendwann einmal in Train Simulator am PC. Da habe ich eine Strecke, die spiele so ab und zu mal über den Semmering, da bei uns in der Steiermark, von Mürzzuschlag um auf Glocknitz, beziehungsweise umgekehrt. Was jetzt da dazu gekommen ist, muss ich mal schauen, ob ich das finde, die Südbahnstrecke von Bruck an der Mur Richtung Kärnten, glaube ich, muss ich mal schauen. Mit Halt auch an meinem Heimathauptbahnhof. Mal schauen, weiß ich noch nicht, wie ich das mache, keine Ahnung. Ähm, Ich bin froh, wenn ich sonntags dann ein paar Stunden habe, wo ich für mich selber ein bisschen bin, wo ich abseits vom Let's Play ein bisschen was spielen kann, wo ich ein bisschen was tun kann daheim oder sonstiges. So, dann hast du da die Möglichkeit, da überall die Dings am Bahnsteig, da in der Umgebung kannst du überall herum spazieren, kannst so Dings einsammeln, so, was ist das? Siehst du, solche Sammelaufgaben und hin und her, aber das ist halt, ja, Zeitbeschäftigung, das ist halt, ja, Zeit totschlagen aufs Übelste, also von dem her, wurscht. Gut, wir probieren es jetzt noch einmal. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir einmal am Bahnsteig stehen bleiben.
Es ist halt viel Leerlaufart. Das man, okay, sowas wie bei einem Zugfahr-Simulator erwarten, gell? So. Instrumentenbeleuchtung, und dann kriegen wir ja Augenverkalkungen. So. Ah, läuft. Was ich im ersten Rundgang angesprochen habe, was ich in der Probeaufnahme angesprochen habe, waren die immensen, warte mal, also warten Sie bis 45, Alter. Ja, an das müsst ihr euch gewöhnen, wer sich das Spiel holt, an das müsst ihr euch gewöhnen. So, man könnte in der Zwischenzeit ja da mal einmal dumm laufen, 45 Sekunden haben wir ja noch. Dann kannst du da ein bisschen was anschauen, kannst ein paar Schneeschaufeln einsammeln und so weiter und so fort. Gell? Wie gesagt, ich wüsste nicht, was ich da in so einem Spiel mit euch viel reden soll. Ja, ich könnte nur eins machen, über dies und das oder Themen reden, die mir gerade so einfallen. Das könnte ich machen, ja. Aber es ist halt, ja, okay, dann schließen wir den Schmarrn wieder. Schließen wir die schöne Sache hier wieder. Passt. Dann vorwärts. Ob es jetzt geht. Ja, sehr gut. Was halt ein bisschen katastrophal ist bei den Spielen, das habe ich in der Probeaufnahme schon angesprochen, ist die DLC-Politik dahinter. Du kannst für das Spiel über 7000, beziehungsweise für den Train Simulator am PC, kannst du schon über 7000 Euro ausgeben. Also das ist... So. Aber zum Thema DLC-Politik. Ich habe mir für den Train Simulator ein paar DLCs geholt, aber wirklich nur welche, wo ich mir denke, okay, das könnte mich interessieren, aber den Rest habe ich dann lassen. Es ist ja nicht alles gut, was du findest, gell? Und für so einen Hobbyzugfahrer wie ich bin, ich spiele das Spiel vielleicht einmal in 3 Monaten, starte es einmal kurz an und mache es einmal ein Stück halt oder eine Fahrt und das war's dann für mich, gell? Einfach einmal nur zum Runterkommen, zum Entspannen oder sonst irgendeinen Scheiß. So, wir haben jetzt da 4,7 Kil... Na. Ich glaube, da müssen wir her. So, jetzt geht's über die Weiche, genau. Aufs nächste Gleis um, sehr schön. Das haben wir geschafft, das haben wir gemacht. Also nein, ich glaube, da ist schon unser nächster Halt, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ui, genau. Da ist der nächste Halt, genau. Aber wir müssen mal schauen, dass ich überhaupt den Bahnsteig trifft. Das ist bei mir... Das ist bei mir halt immer so eine Sache mit dem Bahnsteig treffen.
Ah, da ist ein Weichen. Okay, na, das war Signal. Entschuldigung, mein Fehler. Dann können wir ruhig nochmal ein bisschen Gas geben. Ja, und so läuft das Spiel halt dann auch, ne? So ich sage jetzt mal, wie im wirklichen Leben als Lokführer, gell? Es ist halt entweder du magst so Spiele oder du magst das nicht, gell? Es ist halt auch immer Geschmackssache bei den Sachen. Und wir schießen wieder draußen. Na bitte, wenigstens können wir die Leute einsteigen lassen. Ist ja wenigstens was, oder? Jetzt schauen wir gerade. So. Passt, wir fahren noch nicht. Die Türen sind noch offen. Wir sind zwar jetzt über den Bahnsteig drüber aus, aber die Leute können einsteigen. Das ist ja was Positives. Das ist sicher sehr positiv, gell? Warten Sie bis 10:50, 30. Also das sind jetzt noch 10 Sekunden. Sehr schön. Schauen wir mal auf die Uhr. 10:15, jetzt da. Fahrgäste einsteigen lassen. Spiel. Ah, okay. Wie darf ich schon fahren? Sechseinhalb Kilometer. Ich hätte gesagt, nachdem das Spiel nicht so viel Inhalt bietet und immer vielleicht, wenn ich mal sowas mache, mir da bestimmte Themen zusammensuchen muss, dass man drüber reden kann, beenden wir das Ganze bei der nächsten, übernächsten Haltestelle. Schauen wir mal wann, weiß ich noch nicht. Ganz durchfahren werden wir es nicht, weil es ist halt schon sehr, ja, mir fällt nicht ein, was ich euch erzählen kann. Ich gebe es auch und ehrlich gesagt zu. Delitzsch, aha, unterer Bahnhof wahrscheinlich, nehmen wir an, ne? Und ja, ich bin so ein Anfänger in dem Spiel, ich brauche sämtliche Markierungen, sonst ich darf mich da nicht zurechtfinden. Außer ich befasse mich mal damit. Aber mir bleibt momentan nicht viel Zeit, mich weitestgehend mit noch 2, 4, 5, 6 Projekte zu befassen. Also mir reicht die Zeit momentan einfach nicht. Ich bin froh, dass ich wenigstens hier und da mal ein paar so
eine Stunde was aufnehmen kann, dass ich euch sagen kann, welche Spiele das ich hätte und welche das vielleicht einmal kommen könnten. Aber das war's dann auch schon wieder. Naja, was ich aber sagen muss, der hat eine relativ schöne Laufruhe, gell? Ah. Vielleicht treffen wir mal einen Bahnsteig. Wie war das, ha? Sind jetzt noch ungefähr 700, 600 Meter. Wir sind eh schon wieder viel zu spät dran mit Bremsen. Und nicht einmal, es war ja fast ausgegangen. Sehr gut. Türen entriegeln. Ah. Ah, hat er automatisch umgeschaltet auf die rechte Seite. Ich glaube schon. Ganz sicher bin ich mir nicht. Zehn, 55, 30. Also du hast halt viel Wartezeit dazwischen, gell? Wie halt im wirklichen Zugführerleben an sich sowieso. Ja, fahren wir. Zielvorgabe erfüllt. Ah, Türen entriegeln. Jetzt da. Na, 4,5 Kilometer wieder. Aber weißt du was, das ist eigentlich eh ganz geil. So gesehen, was du bei den Spielen machen kannst, du kannst, ja, hin und wieder kannst du mal einen Kaffee trinken, einen gemütlichen, einen Schlucker. Man, was ich aber machen könnte, ich kann mir nebenbei für das Spiel extra an Block anlegen, die wichtigsten Dinge zusammenschreiben und dann, dass ich das öfters bringe, als eigenes Format. Schauen wir mal. Wir haben so viel Zeit. Ich traue mich nämlich momentan nur nicht aus der Außenperspektive, gell? Weil sonst schießt man wahrscheinlich wieder über den Bahnsteig drüber aussehen. Ja, das ist halt, ja, das würde auch keiner. Ich nicht, du nicht, wir nicht. Bin nur gerade mal überlegen, wie lange wir noch fahren, weil das ist halt ein Spiel, es ist zu, ja, wie ich schon gesagt habe, es ist, mir fällt nicht ein, was ich da mit euch reden kann, gell.
was du halt machen kannst, das kannst du als ASMR-Video durchgehen lassen. Ja, wenn es dir gefällt. Ich meine, du, dies monotone Dahingerausche vor die Räder auf der Schiene, das kommt da vielleicht gefallen, oder dass du die Augen zumachst oder was weiß ich, gell. 400 Meter, 90 km/h, okay. Sehr gut, Türen sind entriegelt. Aber wie du siehst, ich bin ja selber Mensch. Learning by doing, gell? Doing by learning. Wie lange müssen wir jetzt warten? Das könnte meine kürzeste Episode werden. Okay. Machen wir wieder zu. Rackwitz, Leipzig. Gut. Passt, wir fahren schon wieder. 4,8 Kilometer und dann in Rackwitz werden wir das Ganze für heute beenden. Weil dann werde ich das gleich schneiden und heute hochladen für die nächsten Tage oder für heute noch, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Na, dieser Tage, ja, in den kommenden Tagen wird es dann einmal raushauen. Weil ich brauche ein bisschen Vorarbeit jetzt, ich muss ein bisschen vorarbeiten. Ich habe heute schon wieder 4 Videos geschnitten, die werde ich dann über die Nacht hochladen. Also diese Nacht, also vom 29. auf den 30. März wird relativ viel hochgeladen. Da muss ich noch Thumbnails erstellen, die Titel eingeben und. Du kennst das Gespür eh. So, wie viele Kilometer haben wir denn noch bis zum nächsten Halt? 2,9, okay. Die Bremse ist gelöst, sehr schön, das freut mich. Das kennen wir, das haben wir geschafft irgendwie. Ich muss halt nur mal schauen, für was das alles da ist. Das weiß ich nämlich gar nicht. Obwohl ich ja gestehen muss, es gibt eine Lok, die würde mir sogar gefallen, oder die gefällt mir sogar sehr gut. Wenn ich es beim Schneiden nicht vergiss, einblenden. Die von Siemens, die 1216er Taurus, die ist wunderschön. Wow. Hat ja irgendwann einmal einen Geschwindigkeitsweltrekord aufgestellt für E-Loks, ne? Ich glaube 325 oder 326 km/h oder so, keine Ahnung.
Na bitte, und ich trieb jetzt sogar schon einen Bahnschrank, ein Bahngleis, gell? Saugeil, der alte Tattlinger. So, bitteschön. So, liebe Leute, groß und klein, ich öffne hier die Tür, werde hier mal speichern. Der aktuelle Spielstand wurde gespeichert. Wenn es dich interessiert, wenn dich sowas interessieren würde, dann ab in die Kommentare damit, wie wir das angehen sollen, wenn wir mal sowas machen. Willst du, dass wir Themen drüber reden oder sonstiges, ja, was weiß ich, keine Ahnung, willst du, dass wir das mal in einem Livestream machen, so nebenbei einmal. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen und wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr die wieder seht in die Kommentare. Bis dato, Baba.